Der Schorsch hat zu mir gesagt, hallo Rainer, wir fahren letztens, auf einmal kommt über den Äther, fahre mal schnell Köln-Churweiler, liegt eine hochschwangere Russin, die erwartet Zwillinge. Ich sag, Schorsch, ich hab sowas noch nie gemacht, sagt er, verlass dich ganz auf mich. Wir kommen da an, liegt sie da, Svetlana. Der Schorsch sagt, Svetlana, du musst pressen. Schorsch guckt, wo das erste Kind bleibt. Just in dem Moment, wo der Schorsch runter guckt, guckt der kleine Ivan dem Schorsch auf die Mütze, flupp ist er wieder weg. Hört noch ihn zu seinen Brüdern sagt, Eugen, schnell hinten raus, vorne stehen die Bullen. Ja, ich darf mich doch freuen, auch ich bin im hohen Alter von 44 noch Vater geworden. 44 Jahre, leicht ergraut, aber wie heißt es so schön, auch wenn auf den Gipfeln Schnee liegt, kann im Tale noch die Sonne scheinen. Jetzt wollten wir von der Polizei dieses Kind mal pinkeln lassen. Hat meine Kollegin gesagt, Rainer, ich will das Kind mal sehen. Ich sage, ich muss erst warten, bis es schreit. Ich will das Kind mal sehen. Ich sage, ich muss erst warten, bis es schreit. Wir haben ein 30-Liter-Fest in Köln gepitcht. Aber ich will das Kind mal sehen. Ich sage, ich muss erst warten, bis es schreit. Wir haben noch eine Flasche Mirabelle nachgejagt. Aber ich will das Kind mal sehen. Ich sage, ich muss erst warten, bis es schreit. Jetzt haben wir eben frisch gemacht. Meinst du, ich wüsste jetzt noch, wo ich es hingelegt habe? Ja, meine Frau, einen Tag nach der Geburt gehe ich hier in die Universitätsklinik nach Lommerich. Sitzt meine Frau da mit 4 Kindern auf dem Arm. Ich sag, Darling, das habe ich nicht gewollt. Sagt sie, sei ruhig, du hast es doch nicht getan. Ich gehe hier mitten durch Lommerich Fußstreife. Wem begegne ich? Dem Briefträger. Der Briefträger war am Weinen. Ich sag, Junge, warum weinst du? Der Briefträger ist der dummste Beruf der Welt. Ich sag, warum das denn? Er sagt, die Leute müssen mir mal aufschreiben, wo ich hin muss. Jetzt hat der Briefträger mich kommen sehen, flupp, lässt er alle Briefe fallen. Ich sag, Junge, was ist denn los? Was immer, wenn ich die Polizei sehe, dann bin ich so nervös. Ich sag, ganz ruhig, Onkel Rainer tut dir nichts. Der geht weiter, kommt mit 17 Paketen. Flupp lässt er die ganzen Pakete fallen. Ich sag, Junge, was ist denn los? Also immer, wenn ich die Polizei sehe, bin ich so nervös. Sagt der Briefträger, ich will dir nicht zu nahe treten. Aber sind bei der Post nur Trottel beschäftigt. Der sagt, die meisten haben umgeschult, das sind jetzt Polizisten. Ich habe eine Kontrolle gemacht, hier in der Nähe der Autobahn. Fällt eine ältere Dame, sagt, junge Frau, warum fahren Sie so langsam? Ach, sagt, ich habe da mein Geschwindigkeitsgerät genau auf diese Geschwindigkeit eingestellt, wie es da draußen auf den blauen Schildern steht. Ich sag, was steht denn auf den blauen Schildern? Er sagt, so schnell wie ich fahre, da steht es doch A57. Und junge Frau, ich will Ihnen aber nicht zu nahe treten. Warum zittern die 3 Frauen hinter Ihnen so? Ja, sagt sie, wir kommen gerade von der B266. Ich komme eben von einer Treibjagd. 2 Jäger. Jetzt haben die ein Wildschwein geschossen. Jetzt zogen die dieses Wildschwein an den Hinterläufen in Richtung Auto. Ich sag, Freunde des weidmännischen Handwerks, man zieht niemals ein Wildschwein an den Hinterläufen in Richtung Auto. Dann zieht man gegen den Strich, das geht viel zu schwer. Also immer an den Vorderläufen ziehen. Haben die 2 gemacht. Hör ich wieder eine zu dem anderen, sagt der Polizist, hat recht, das geht leichter. Der sagt der andere, leichter geht es schon, aber wir kommen immer weiter vom Auto weg. 2 hier in Lommerich. Es brannte hier mitten in Lommerich. Das einzige 9-stöckige Haus brannte. Wer war als erstes da? Der Schorsch und ich. Ich trage ein 89-jähriges Mädchen. Sag ich, Fräulein, jetzt müssen wir durch die Flammenmeer. Da musst du auf die Zähne beißen. Oh, hat sie gesagt, da müssen wir aber noch mal hoch. Wir haben hier bei der Polizei, wir sind so pleite. Wir lassen uns jetzt Zähne machen in China. Doppelt so gelb, aber halb so billig. Zähne aus China. Gibt nur einen Unterschied. Immer wenn ich einen Hund sehe, dann läuft mit Wasser in der Schnauze zusammen. Ja, wir bei der Polizei, wir sind so pleite. Wir fahren jetzt Werbung.
Werbung auf einem deutschen Streifenwagen. Bei mir steht drauf Red Bull. Beim Schor steht drauf kleiner Fleischling. Geht's aber gut, denn mein Papa, der ist Polizist. Sag ich, Polizist? Ja, sagt er, wir fahren zweimal im Jahr in Urlaub. Wir haben ein Autoschild, wir haben ein Häuschen und ich habe ein Klappbrettchen. Sagt der andere, uns geht's besser, meine Mutter, die ist Prostituierte. Ich weiß zwar nicht genau, wer das ist, aber wir fahren 6-mal im Jahr in Urlaub, wir haben 3 Autos und 3 Häuschen. Und da sagt der dritte, und meine Papa, der ist LKW-Fahrer. Und wenn die dummen Polizisten und die blöden Prostituierten nicht geht, dann geht es uns auch gut. Ich war auch an dieser Schule. Jetzt haben wir ja 20 Jahre Mauerfall. Sag, Frau Lehrerin, was sind denn diese Kinder hier in Longerich so nervös? Da hat sie gesagt, 3. Nächste Woche kommt dieser PDS-Fuzzi Gregor Gysi und keiner kann Gedichtchen. Ich guck so einen Menschen aus Chorweiler an. Sag, wenn der Onkel Gregor kommt, dann wirst du doch wohl ein Gedichtchen können. Sagt er, ja. Ich sag, wie heißt denn das Gedicht? Ich sagte, das Gedicht heißt Unsere Katze. Unsere Katze, die hat Junge bekommen. 6 Stück an der Zahl. 5 sind kommunistisch, 1 ist noch neutral. Ich sag, Männlein, wenn der Onkel Gregor nächste Woche kommt, das passt. Heute kommt Gregor Gysi. Ich sag, wer kann ein Gedichtchen? Nennt sich dieses Männchen aus Chorweiler, sagt, ich, Onkel Gregor, unsere Katze. Unsere Katze, die hat Junge bekommen. 6 Stück an der Zahl. 5 sind jetzt im Westen, 1 ist nicht normal. Ich sag, Männlein, letzte Woche ging das Gedicht noch ganz anders. Ja, sagt, da hatten die Katzen da auch noch nicht auf. Dankeschön. Offen und ehrlich, der Schorsch nicht, da haben Kontrolle gemacht. Uns ist ein ganz großer Kubikclub gegen die härtest arbeitende Bevölkerung der Welt. Gegen die Lehrer. Ich weiß gar nicht, was die Leute gegen die Lehrer haben, die tun doch nichts. Aber wir haben 3 Lehrern den Führerschein abgenommen. Gymnasiallehrer-Führerschein weg, Hauptschullehrer-Führerschein weg, Sonderschullehrer-Führerschein weg. Der Gymnasiallehrer kommt zum Schorsch und mir auf die Wache und sagt den Führerschein. Sagt nichts, der macht 9 Monate Urlaub Bad Flensburg. Hauptschullehrer kommt da rein, Führerschein her, er sagt, fort ist fort. Sonderschullehrer kommt da rein, 3 Minuten her, erste Verhandlungen, kommt der mit 3 Führerscheinen zurück. Und die Gymnasiallehrer zum Sonderschullehrer, das ist aber ein Ding. Auch sagt der Sonderschullehrer, so schwer war das gar nicht. Die ganzen Bullen waren bei mir in der Klasse. Ich war auf einem internationalen Polizistenkongress in der Schweiz. Hat der Schweizer Polizist gesagt, noch. Wir in der Schweiz, wir haben eine Streifenwelt. Er fährt 3333 Kilometer ohne einmal anzuhalten. Sagt, der kann sogar noch einen Kilometer weiter sein. Nach der Österreicher wie in Österreich, wir haben einen Hubschrauber, der fliegt 4444 Meter in die Luft, ohne einmal mit die Motorblätter zu wackeln. Sagt, der kann sogar noch einen Meter weiter sein. Sagt, wir Polizisten aus dem Rheinland. Wir haben eine weibliche Polizistin, die hat Zwillinge geboren, durch die Nasenlöcher. Und die 2 sagt, das hat keinen Meter tiefer gewesen sein. Ja, jetzt ist es bei mir am Polizeipräsidium, ist es so einsam. Jetzt habe ich gedacht, jetzt muss Bewegung ins Büro. Jetzt habe ich mir im Kölner Zoo auf einer Vogelbörse einen Papagei ersteigert. Für 7.777 Euro. Ich habe den Auktional gefragt, jetzt habe ich mir den Papagei ersteigert für 7.777 Euro. Kann der denn auch sprechen? Sagt er, klar, wer meinst denn, der dich die ganze Zeit überboten hat? Ich war hier in Longerich im Freibad, da hat er gesagt, so kommst du nicht rein, du brauchst für Sport zu machen eine leopardenfarbene Badebuchse. Ich sage, ich habe keine leopardenfarbene Badebuchse. Also ohne leopardenfarbene Badebuchse kommst du nicht ins Freibad nach Longerich. Von dem 1 Meter leopardenfarbene Badebuchse, ich habe eine leopardenfarbene Badebuchse, gehe hier nach Longerich ins Schwimmbad, gehe aufs 3 Meter Brett, nach dem 3. Hupster verabschiedet sich meine leopardenfarbene Badebuchse von mir. Ich merke nichts. Ich schwimme durch das ganze Schwimmbad, merke immer noch nicht, dass meine leopardenfarbene Badebuchse sich von mir verabschiedet hat.
Steige aus dem Wasser raus, sitzen da 3 Mädchen. Zeig dir eine genau dahin, wo meine leopardenfarbene Badebuchse saß. Sag, das ist aber ein Ding. Sag, schön, gell, habe ich noch 9 Meter als Reserve vollzahlen.